Grüß Gott miteinander. Ich bin der Erwin Kreuzlinger. Ihr kennt's doch sicher München. Oder, wie man auch sagt, Monaco, Munich oder Munich. Ja, München ist auf der ganzen Welt bekannt. Aber München hat mehr zu bieten als das Hofbräuhaus oder das Oktoberfest. Hier gibt's auch den Viktualienmarkt. Habt's bestimmt auch schon davon gehört, oder? Ja. Und vom Viktualienmarkt handelt unser Hörspiel Viktualienmarktgeschichten. Und jetzt hört's einmal zu. Ja, da kommst du ja endlich. Mei, es ging nicht schneller. Du glaubst gar nicht, was auf dem Großmarkt los war. Ja, jetzt, red nicht so viel, mach, dass du fertig wirst. Ja, grüß in den Kopf, Frau Beislinger. Oh, heute sind sie aber schon früh auf der Reise. Ja, mei, seit mein Bazi nicht mehr da ist, kann ich nicht mehr so lang schlafen. Wir haben immer miteinander Kaffee getrunken. Er ist da auf meine Schulter geflogen und ich hab ihm dann mit dem Kaffeelöffel einen kleinen Schluck Kaffee gegeben. Er fehlt mir halt schon mein Bazi. Vielleicht hat er heute den Kaffee nicht vertragen. Na, das haben wir schon über 3 Jahre so gemacht. Irgendwann fallen wir alle einmal vom Stangerl. So, was darf's denn sein, Frau Beislinger? Ganz frische Hyazinthen hätten wir. Luigi, komm mal her. Bin schon da, mia Belladonna. Bist du heute mit mir essen gehen, ne? Hast du endlich meine Gebete erhört? Du musst wie immer bei der Franzi ihrer Wurstbuden eine Portion Schweinswürstel mit Kraut, hä? No. Erstklassige Pizza. Beste Pizza der Stadt. Nix, miese Wurstel. Oh, du. Doch, also, ich hätte gern so eine Wurst mit einem Brötchen. Bratwurst mit Semmel, meinet's. Was ist los? Brötchen haben wir keine, wir haben Semmel. So? Oh, also die rote Wurst, meinst du? Eine polnische, meinen's. Sagen Sie's doch gleich. Macht dann 3,50. Wie bitte? Ja, hab ich ja ganz vergessen. Sie verstehen ja kein Deutsch. 3,50 €. Hast mich? Ja, 3,50. Ja, bitte. Ich bin so frei. Und einen guten. Danke. Ihnen auch. Das war doch gelacht, wenn ich das nicht selber hinkrieg. So, jetzt. Gerade steht's. Und 1, 3, hoppla. Anna, hörst mich? Wo bin ich denn? Im Krankenhaus. Was, im Krankenhaus? Wie geht's uns denn, Frau Kreuzlinger? Also, wie es Erna geht, das weiß ich nicht. Mir geht's nicht so gut. Wer sind denn Sie überhaupt? Ihren Humor scheinen Sie ja trotz allem nicht verloren zu haben. Ich bin Dr. Hopfensberger, Chefarzt hier am Rechts der Isar. Was? Chefarzt? Dann muss mir aber schlecht gehen. Wenn der Chefarzt persönlich kommt. Ist er nicht ein schnuckeliges Kerlchen, unser Chefarzt? Was? Wer sind denn Sie? Na, Ihre Nachbarin. Sie haben ja gar nicht mitgekriegt, dass ich neben Ihnen liege. Oh mein Gott, das ist ja noch ein Preis. Herr Kreuzlinger, so geht das nicht. Was ist denn, Herr Bachler? Ihre leeren Kartons und das übrige Verpackungsmaterial haben im Durchgang nichts verloren. Die Wege müssen frei bleiben. Komm, du weißt doch, dass die Anna im Krankenhaus ist. Das hat er halt nicht gewusst. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und als Marktaufseher muss ich schauen, dass alles seine Ordnung hat. Ja, ich bring's gleich weg. Und wirklich gleich, gell? Wenn ich bitten darf. Wenn ich in 10 Minuten wieder komme, ist das Zeigel verschwunden. Hast mich. Jetzt mach kein Drama draus. Wenn der Erwin sagt, er macht's, dann macht er's. Ja, ich mein ja nur. Also servus. Bis später. Ja, bis dann. Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Ja, natürlich. Was kann ich für Sie tun? Naja, ich hab gestern bei Ihnen diese Blumen für meine Gattin gekauft. Aber sie gefallen ihr nicht. Wissen Sie, sie mag keine Orchideen. Das hab ich aber nicht gewusst. Wie lang sind Sie schon verheiratet? Naja, im Jänner werden es 20 Jahre. Aha. Und da wissen Sie nicht, was für Blumen Ihre Frau mag. Oft kriegt Ihre Frau keine Blumen von ihr. Hm? Ja, was heißt oft? Naja, sonst habe ich immer Rosen genommen. Ne? Aber diesmal wollte ich halt was anderes ausprobieren. Blöd gelaufen. Hier Necker vom Sanitätshaus Pichel. Sanitätshaus Pichel? Wo ist denn unsere Lieferung? Was? Sie warten auf die Blumenlieferung? Ist Ihre Frau da? Na, meine Frau ist nicht.
Mei, schau doch mal, die drucken ja die Buden von der Franzi zusammen. Ja, sind die denn ganz narrisch? Oh, da kommt da der Bachler. Und einen Bayernschal hat der Umhänger. Ja, ist denn der nicht ganz gescheit? Das sind doch alle 60er. Hey, jetzt führt euch doch nicht so auf. Wir sind ja nicht auf dem Oktoberfest. Ja, von einem scheiß Bayern lassen wir uns gar nichts sagen. Was heißt da scheiß Bayer? Ohne uns hättet ihr nicht einmal ein Stadion. Ja, wir dann ja viel lieber in unserem eigenen Stadion. Viel schöner war das. Spulen! Das ist nicht zu spulen. Rumholzen ist das. Pass auf, geh doch her. Was? Hau ab! Au! Spinnst du jetzt? Geh weg! Hau ab! Mei Viktualienmarkt. Anna, Sie tun ja so, als ob Sie jahrelang weg gewesen wären. Das verstehen Sie nicht, Silvia. Der Markt, das ist mein Leben. Ich bin da aufgewachsen. Meine ganze Kindheit habe ich da verlebt. Ich kenne ja alle Leute hier. Da. Der Gewamperte bei dem Gemüsestandl, das ist der Vierersepp. Weil um 4 geht er immer in die Schmalznudel und trinkt da seinen Kaffee. Wenn euch der Querschnitt von unseren Viktualienmarkt-Geschichten gefallen hat, schaut's doch mal bei www.alogino.de rein. Ein schöner Tag noch, euer Erwin Kreuzlinger.